So, hey Leute, welcome back. Letztes Mal haben wir ja den Boss platt gemacht, Zwischenboss. Und wir werden jetzt weitermachen. Und zwar zuerst einmal Fackel. Wir fackeln nicht lang. Gut, ouch. Ich habe vorne 1 Stunde lang aufgenommen, LP, das. Und jetzt mache zum zweiten Mal schon. Und es hat es einfach nicht richtig gespeichert. Jetzt kann ich nur von vorne anfangen. Naja, ich mache das Beste daraus. Es wird hoffentlich noch besser, als es eigentlich geworden wäre. Und darum mache ich jetzt einfach eine Viertelstunde. Eigentlich wollte ich 1 Stunde aufnehmen und sie in Stückchen hacken. Jetzt mache ich es wieder in viertelstündlichen Episoden. Naja, wir sehen nicht, wie es geht. So, kurz müssen wursten. Und die noch platt machen. Und jetzt fällt mir irgendwie nicht mehr ein zum Reden, weil ich mein ganzes Pulver schon verschossen habe in dieser Stunde vorher. Obwohl ihr das ja gar nicht mitbekommen habt. Das heißt, eigentlich könnt ihr jetzt alles noch erzählen, aber ich weiß es nicht mehr. Naja, was sind wir gesehen? Ah genau, Boss. Riesig fetter Boss. Und jetzt irgendwie zum 5. Mal nach. Naja, egal. Wir fackeln nochmal nicht lang. Okay, da wird es langsam dämlich. Und von diesen Händen sollte man sich nicht greifen lassen. Die tun einen am Anfang vom Dungeon zurückschleudern. Sie packen einem und ziehen einem unter die Erde, glaube ich. Ja. Ein Ring. Sorry, wenn ich ein bisschen verpeilt bin. Ja, ich muss mich zuerst nochmal quasi zurückfinden, weil ich es ja jetzt schon mal gemacht habe. Naja. So. Euch gebe ich garantiert die Hand nicht. Ich bin zwar nicht unfreundlich, aber ja. So, und jetzt. Boss. Oh mein Gott. Der kann ich einfach draufhauen und dann ist er platt. Der Boss mit trifft. Und stimmt. Stirb. Ja, so. Falls ihr wollt, dass ich das weniger schnell mache oder sonst irgendwie anders, schreibt es doch in die Comments. Und wir haben unseren ersten Herzcontainer bekommen. Das ist ja unglaublich. Und wir werden... Nein, werden wir nicht. Das ist nur eine viertelstündliche. Also... Du erhältst Mutter Erde, eine Essenz der Natur. Diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird. Und jetzt bekommen wir den Nachricht vom Maku-Baum. Hey Maki, alter Kumpel. Wow, ich bin es, der Maku-Baum. Mir ist etwas Mutter Erde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten, inmitten eines eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir, Mick, eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Oh. Yep. Und er pennt schon wieder. Ja, pennen würde ich auch gern. Oh! Martha. Okay, sagen wir es, wie wir es wollen. Und? Komm schon. Bam. Naja, wir hätten können ein Herzteil holen, aber... Naja. Ist halt Glückssache. Pass doch auf, wo du hinläufst. Du bist eben mit Martha, dem Lehrling der großen Hexe Syrup. Ja, zusammengeprallt. Dank dir ist mir hier der ganze Kram aus der Tasche gefallen. Die große Hexe wird ausrasten. Weit und breit kein Lon-Lon-Ei. Und nun das. Ich werde mir einfach dein Zeug schnappen. Mein Finderlohn. Und jetzt... Oh shit. Schauen wir, dass wir alles bekommen. Gut. Bomb. Shit.
Hahaha, jetzt tut's dir leid. Aber ich hab mehr als vorher. Und tschüss. Ja, Bombe haben wir schon. Naja, dann müssen wir schon mal uns da noch ein bisschen Geld holen. Es könnte auch sein, dass er das Geld abnimmt. Aber dieses Mal haben wir Geld bekommen. So als Schweigegeld. Ja, Schweigegeld kann man es nennen. Haben wir da nicht? Nein, das ist in der verlorenen Folge quasi gewesen. Habe ich dort einen Gaschakern eingepflanzt. Dann wir halt da einpflanzen. Da, wo wir einen Ring hoffentlich bekommen. Ein Ring, yeah, schöner gewesen. Oh, und da kann man nochmal einen holen, soviel ich mich erinnere. Yes. Bombe. Und flupp, zack. Boom. Boom, Schakalaka. Du erhältst einen Gaschakern. Yes. So. Und wir gehen weiter. Natürlich kann ich wieder einpflanzen. Klar doch. Und logisch, wir haben natürlich die Schaufel auch noch nicht. Ne, das regt mich jetzt gerade auf. Naja. Dann tun wir jetzt da den Baum abfackeln und holen uns das Herzteil. Yes, jetzt haben wir schon 1 von 4. Und wir werden die anderen auch noch finden. Hoffe ich. Und wir müssen wegen der Ring schauen. Und wir müssen unsere Glockenvorrat auffüllen. Bam. Komm schon, yes. 20. Und da. Tada. Ich weiß einfach nicht, ob der uns jetzt Geld gibt oder Geld nimmt. Mal schauen. Yes. Schweigegeld. Ach, wenn ich Schweigegeld liebe. Und der Typ, da bekommen wir auch noch was. Kokorex. Und alle haben sicher schon gemerkt, kann man aufspringen. Boom. Boom, Schakalaka. Okay, da wird langsam langweilig. Rutschpartie und 20 Rubin. Naja, gibt Besseres, aber besser als nichts. Wenn schon 250, 99 ist glaube ich das Beste. So, und jetzt können wir noch wegen der Ringe schauen. Soviel ich mich erinnere, ist das auch im. Yep, das ist auch im letzten Let's Play gewesen. Also in dem, was eben nicht richtig gespeichert hat. Herein, ich bin Vasu, der Juwelier. Du warst doch nicht hier. Noch nicht hier. Erlaube, was nicht dir etwas über Schmuck erzählen. Sorry. Ringe, die aus Arcanum-Kernen gewonnen werden, verfügen über mystische Kräfte. Trägst du einen solchen, gehen diese Kräfte auf dich über. Dazu musst du in einem Ring-Etui aufbewahren. Die mystischen Kraft wird zunehmend schwächer, bis du sie gar nicht mehr benutzen kannst. Alles klar? Ja, klar. Wenn ich besser vorgelesen hätte. Oh, du hast kein Ring-Etui? Ich mag dich, daher schenke ich dir dieses Ring-Etui. Du erhältst das Level 1 Ring-Etui. Ist ja logisch, nicht Level 3. Das würde ich jetzt einfach machen. Da, nimm diesen Ring als Zeichen unserer Freundschaft. Ja, und logischerweise müssen wir zuerst noch schätzen lassen, seine Kraft offenbaren und damit wir tragen können. Lass mich ihn schätzen. Und wir werden natürlich nicht der schätzen, sondern die wir jetzt so haben. Und zwar der Gärtnerring signalisiert Gascha bitte. Diesmal ist es gratis, aber danach kostet es 20 Rubine pro Ring. Hast du 2 identische Ringe, kaufe ich dir einen für 30 Rubine ab. Nun zur Liste. Geschätzte Ringe werden auf die Liste gesetzt. Möchtest du einen Ring tragen, übertrage ihn aus deiner Liste in dein Etui. Sprich mit mir, um deine Liste einzusehen. Wir schauen sie uns an.
Mann, ich sollte echt weniger schnell scrollen. Und wir werden logischerweise die Gärtnerin, weil das der einzige gute ist, den wir bis jetzt haben. Die anderen zwei sind nicht wirklich nützlich, was wir jetzt nicht gesehen werden. Und zwar indem wir sie ausschätzen. Genug Geld haben wir ja mittlerweile. Schätzen. Ich sehe, das ist ein Dämonenring. Yep. Nur halbe Schwerkraft und doppelte Schaden müssen wir einstecken. Nicht wirklich nützlich. Und der Ring ist nur ein nutzloser Freundschaftsring. Freundesring, Symbol einer Zusammenkunft. Das ist es, was dieser Ring ist. Das ist ja so ein gescheiter Satz. So, er hat alle geschätzt. Und shit. So. Und wir müssen den Ring auch noch anlegen. Nämlich so. Ist er? Yep. Und damit ich nicht wieder aus Versehen irgendeine Bombe in der Gegend umwerfen. Jetzt kommt sicher der Typ. Bingo. Warte, junger Reisender. Ich bin Sokra, ein wandernder Prophet. Ah, ich spüre es. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die 4 Geister rufen nach dir. Erlaube dir keinen Fehler. Der Tempel der Jahreszeiten ist immer noch in dieser Welt. Solltest du den Tempel finden, dann suche die dort lebenden Geister auf. Sie können dir helfen. Glückliche Reise. Ja, Glück werden wir auf alle Fälle brauchen. Vor allem Glück, dass die Aufnahme da gelingt. Falls nicht, ist eigentlich egal, was ich quatsch. Aber das Risiko gehe ich lieber nicht ein. So, zuerst einmal die Plätte. Und da kommen wir noch nicht hin eigentlich. Oh, mein Lieblingslied. Okay, aber ich will euch nicht langweilen. So. Und ihr seht uns natürlich nicht. Wir sind ja unsichtbare Geistlis. Wie furchtbar, so ein Tempel, ist auf Subrosia gestürzt. Was ist das, ein Tempel? Dabei ist Subrosia doch ein geheimer Ort. Hoffentlich sieht mich keiner, während ich zurückkehre. Nein, wir haben dich natürlich nicht gesehen und du uns auch nicht. Wir verfolgen sie jetzt auch nicht. Du kriegst mich nicht, komm schon. Scheiß Taste. Was ist mit meiner rechten Filtaste los? Sie tut nicht richtig. Das kann verhängnisvoll sein. Komm schon, beweg dich. So. Ich sehe dich nicht, du siehst... Oh Mann! Nur wegen dieser scheiß Taste. Aber jetzt können wir gerade ein bisschen schauen. Ich frage mich nämlich, ob das Portal schon um ist, bevor man sie verfolgt. Ich wette mit euch nein. Bingo. Da ist nämlich... Genau da. Ist das Portal noch eine? Wenn ich es dann mal schaffe, trotz der rechten Pfeiltaste, dass sie uns nicht sieht. Und durch das Portal kommen wir nach Subrosia. Ja, hoffentlich sieht dich niemand, das können wir schon. Wir werden dich... Ah! Okay. Beruhig dich. Von neuem. Ja, gut. Brav, los. Niemand wird dich sehen. Wir sind ganz unauffällig. Unauffällig. Du siehst es nicht. Wir sehen dich nicht, du siehst es nicht. Okay, wir sehen dich aber. Das ist eine andere Sache. So. Los. Wir haben es fast geschafft. Los. Und jetzt das Schwierigste. Also vor allem, wenn man nicht alle 4 Tasten zur Verfügung hat. Das ist so mies, da bin ich weißt du wie viel Mal drin schon. Sie kommt nämlich nochmal zurück.
Und du denkst, ja, sie ist schon gegangen und du laufst ihr an und dann sieht sie dich und du kannst nochmal alles von vorne machen. Naja, und jetzt? Sie ist da, es ist da. Und komischerweise wird der Busch nicht reingesogen, aber du wirst sofort nach Subrosia. Und mit dieser Errungenschaft mache ich für dieses Mal Schluss. Tschüss und bye.